Ja, es gibt einen Baum. Das ist jetzt nicht so ein direkten Weihnachtsbaum, also Nordmantanne oder Fichte, wie wir sie kennen. Und sie ist auch nicht geschmückt, aber sie ist ganz wichtig. Der Weihnachtsbaum der serbisch-orthodoxen Gemeinde, jetzt mal ein bisschen flapsig ausgedrückt, ist die Eiche, die wir da im Hintergrund sehen. Und das ist auch, der Höhepunkt. Und da stehen wir gleich kurz, denn diese Eiche wird traditionell in diesen Sekunden ins Feuer geworfen. Das ist der Höhepunkt. Der Priester bereitet sich vor. Einmal noch ein Segnen. Und während wir zugucken, begrüße ich Jelena Trajkovic, die Tochter des Priesters, die uns vielleicht mal erklärt, was es mit diesem Symbol auf sich hat. Ja, schönen guten Abend erstmal alle zusammen. Der Baum hat viele Symbole, zumal erstens das Symbol, wo Jesus in der Krippe geboren wurde, welches die Hirten und Josef angezündet haben, damit das Neugeborene gewärmt wird. Und das andere Symbol natürlich auch dann, wo Jesus Christus am Karfreitag gekreuzigt wurde, denn er wurde auf ein Holzkreuz gekreuzigt. Das sind zumal die Symbole, die hier der Baum trägt. Das ist so das Highlight. Das Holz wird angefacht, aber vorher ging es ja schon um 5 Uhr hier los, natürlich mit dem Gottesdienst in der Kirche hier. Jetzt spritzt ein bisschen. Da gab es auch schon Feuer als Kerze. Die Kirche ist eine ehemalige katholische Kirche, die die serbische Gemeinde hier seit 1970 nutzen darf. Und die war heute, wie immer Heiligabend, natürlich picke-packe voll. Und was die Orthodoxie auszeichnet oder ausmacht, ist diese Ikonen, die Heiligenverehrung. Das wird immer wieder deutlich. Und das ist auch verbunden mit Opfergaben an die Ikonen, die uns auch dafür sorgen, dass die Gemeinde finanziell überleben kann, denn es gibt keine Kirchensteuer. Der Priester wird ja ausschließlich von den Spenden bezahlt. Ja, und dann kriegt jeder Gläubige hier auch einen eigenen Banjak mit, einen neuen fürs Jahr. Und Jelena Trajkovic hat ihn auch in der Hand. Der wird jetzt ein Jahr bei Ihnen zu Hause aufbewahrt. Heute ist ein großes Fest und die Stimmung hier ist richtig gut. Vorher mussten Sie jetzt schon fast, nicht nur Ostern, oder? Nein, auch jetzt vorher. 6 Wochen insgesamt vor Weihnachten. Und da ist die Vorfreude auf Weihnachten, auf den morgigen Tag natürlich noch größer. Kann man heute mal wieder so richtig schlemmen? Ja, auf jeden Fall. Heute um Mitternacht aber erst. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also die serbische Gemeinde feiert heute Weihnachten. Das liegt daran, dass die serbisch-orthodoxe Kirche zu den Altkalendariern zählt. Die halten sich noch an den Kalender von Julius Caesar. Die katholische Kirche hat im 16. Jahrhundert umgestellt auf den gregorianischen Kalender und ist damit 10 Tage früher. Und für die Gläubigen bedeutet das ja eigentlich, sie könnten zweimal Weihnachten feiern. Einige haben mir gesagt, nein, tun wir nicht. Andere sehen es da ein bisschen locker. Entschuldigung. Ist das jetzt Ihr zweites Weihnachtsfest in diesem Jahr oder wie ist das? Zweite. Das ist 2. Dezember und jetzt. Das heißt, Sie feiern beides. Beides? Ja, habe ich Ihnen gesagt. Was ist für Sie so wichtig, heute auch hier zu sein? Was richtig? Das ist richtig, dass die so viele Menschen da und das freut mich, dass wir in der Kirche, wir sind am Glauben und sowas und so. Und das freut mich besonders, dass die Deutschen noch dabei sind. Das ist ein gemeinsames Fest hier. Jawohl, toll. Kriegst du denn zweimal Geschenke? Ja. Ja. Das ist das Praktischste, glaube ich, an der serbisch-orthodoxen Weihnacht generell. Und in diesem Jahr ist noch was besonders praktisch. Normalerweise nimmt unser Kalender und unser Feiertag ja keine Rücksicht auf dieses Weihnachtsfest. Das heißt, der 7. Januar könnte ja immer mal wieder ein Arbeitstag sein, was Weihnachten dann doch ein bisschen einschränkt. Dieses Jahr hat die Gemeinde Glück, die 5000 Gemeindemitglieder hier in Dortmund. Denn morgen ist ja Samstag, das heißt, auch Sie haben den ersten Weihnachtstag und auch den zweiten frei und können in Ruhe feiern. Und das tun Sie auch mittlerweile fast traditionell mit Feuerwerk, das übrig geblieben ist. Ein Freudenfeuerwerk zu Weihnachten.